Guten Abend und willkommen hier auf der ersten Konferenz von unserem Zyklus, den am Kader vom Theaterstück So dunkel hier war Ende Februar hier am Hafen vom Neumünster 14 Premier hun. Das Ganze aus der vierte vom Elis Schmidt. Konferenz den Abend als für ein kleines Publikum am Saal, weil wir dürfen, dafür ich moin und auch erst alle guten Fiorären Schirmer, guten Abend. Konferenz zum Zyklus den Abend, dass man den Zyklus gemacht zu verschiedenen Themen, die am Stück ugerast gehen, wo man dann einfach wichtig fanden, dass in die ein bisschen weiter ausweitet, ein bisschen mit dem, wann die Thematik nachgeht. Und dafür bin ich froh, für den Abend können den Freien Procureur General Robert Biefer können zu begrüßen, den wird ein kleine Exposition zum Thema Recht und Gerechtigkeit wird lag von der Justiz direkt nur im Zweiten Weltkrieg war. Und was mich an dem Thema interessiert, dass es sich, wie auf der einen Seite Justiz und auf der anderen Seite die Frage von einem Gerechtigkeitsgefühl, was eine Gesellschaft will. Wie die können Matne spielen oder warten, du die eventuell Tensionen wären. Und dafür gebe ich auch gerne den Paul Raux begrüßen, Psychiater. Die froh dich für war die zwei Kombinationen, ich meine gerade effektiv die Sache von dem emotionalen auf der einen Seite an dem strukturierten, dem offiziellen auf der anderen Seite, als gerade das, was dem die Tension interessant ist, aber auch Diskussionen am Steck eben sind. Und dann haben wir noch die Liz Schmidt, Autor vom Steck eben, was wir das wird nur diskutieren, an der Schauspieler Konstantin Rommelfangen, den Hans Alexander spielt, an am Saal auch nach Delsa Raux, was Leon Müller geht, an Agnes Hamwes, was die Ausstattung ist. Ich gebe aber direkt, wir probieren das nicht so lang zu machen, alles, weil das für uns Schirme aber Männer agreeabel ist, wie wenn ich live kann dabei sein, für eine kleine Introduktion, Herr Biewer, zum Thema zu machen. Und dann gibt für mir ein bisschen diskutieren, das ist eine ganz, ganz freie Diskussion, die wir dann noch an den Saal abmachen, für über das Thema ein bisschen zu diskutieren und forschen zu gehen. Merci. Über Justiz und Gerechtigkeitsgefühl an einer Gesellschaft zu schwätzen, ist nun einmal immer ein heikles Thema. Das ist immer ein heikles Thema, das aber bestimmt noch im Krieg ein extra delikates Sujet. Die Justiz braucht immer die Adhäsion von der Population, die Adhäsion am großen Sinn, gewohr, gemengt, nicht nur die Einzelaffäre, mit der Orientation davon muss die Population immer können unholen, sonst verliert Justiz alles an Legitimität. Das war aber noch im Krieg ganz schwer, weil einerseits hat man ja Leute, Zehntausende von Leuten, die eine unwahrscheinliche Misere am Krieg erlebt. Ich will hier nicht die Einzelkategorien aufzählen, aber das ist einfach ganz terribel gewesen. Und dann kommt den 10. September, die Liberation vom Land, das Datum wird schon mal angeholt, auch von am Oktober, wo der Osten vom Land liberiert wurde. Aber dann denke ich ja, es sind keine Strukturen da, das ist keine Police da, das ist keine Justiz da, die funktioniert, die nur die Regeln kennt, Verhaftungen und so weiter vorholen. Was geschieht dann? Das sind die Resistenzorganisationen und sind auch Leute, die nicht an den Organisationen sind, die das einfach nicht verdrohen, die einfach nicht können auf den Ordre du Jour übergehen, aber die sagen, da müssen Sachen geschehen. Die damals ihrem Drang nach Gerechtigkeit ein bisschen freie Lauf, gebe ich nicht so, mit den damals konkretisieren. Zwischen dem 10. September und dem 23. September. Am 23. September ist den Tag, wo die Lützeburger Regierung von London herumkommt. Da sind 700 Leute von den Resistenzorganisationen verhaftet und an die Prison gebracht. Die sind ja dann da auch,
dann hun sie müssen durch die Straße gehen, dann hun sie müssen der Reaktionär an die Luft geben, an Heil Hitler rufen, respektiv Nazi-Lieder rufen, was sie für drun alles gemacht haben, wird du extrem humiliant vor, weil sie von den Leuten den Gag gemacht haben. Die Frauen kriegen noch nach Tor alle Guten rasiert, was sie am Verdacht waren, für Kollaborateur gewirrscht zu sein. Das war, weil keine Struktur da war, weil keine Institution da war. Das aber du auch nach no an no ein bisschen besser gegangen, ein bisschen mehr an normalen Bunnen, als das Ganze sich derouliert. Aber das hat auch seine Zeit gedauert. Lass uns nicht vergessen, dass du vom 15. Dezember bis 15. oder Ende März, bis Anfangs März, die Rundstadtoffensiv von der Tisch, von Lützeburgerem Kriegsgebiet für sich vor. Die Situation von den Responsablen, von den politischen Responsablen, war auch schwer, vor ein Problem von Ravitaillement. Da müssen gucken für die Leute, die an den Prisungen waren, an KZ waren, für die auf Lützeburg zu kriegen. Da müssen gucken, dass auch die Polizei und auch die Justiz, dass die müssen, ja, epuriert gehen, respektiv, dass sie Leute genug hatten. Da wurden einerseits deportiert, andere, die hatten noch am Krieg so eine Rolle gespielt, dass die nicht mehr konnten, so Funktionen gehen. Dafür war schon ein gewissen Druck da. Den hat auch nach gehalten, wie du mehr funktioniert hat, und wie der Krieg nach dem Meer richtige River waren 3000 Leute Prisonnier, und das ist gegangen bis am Juni bis zu 5000 Leute. Für was du denkst ja die Progression, weil du sind die 10.000, die Ende August, Anfang September mit den Preisen Fluggraf hatten für zurück an Deutschland. Du sind die rumgekommen, die 10.000, das einfach mit den Familien und mit den Kindern, und die sind quasi alle Guten einerseits mal gut gedrescht gehen, auf der Gär, und dann sind alle Guten an den Prison kommen. Mit Leid hatten nach immer kein Urteiler. Sie hätten gerne Urteiler gehabt, und das nur dem, wo den Ersten zu Tod kondamniert gouf und noch exekutiert gouf, wo sich das ganz ein bisschen gelöscht wird. Vertrauen noch an die Institutionen, wie ich so im Allgemeinen, no an no herumkommen. Das hat sich auch charakterisiert, zum Beispiel dadurch, dass von 1821 bis 1940 sind eine ganze Reihe Leute zu Tod kondamniert, mit das kein exekutiert. Und da ging der aber nach dem Krieg echt Lützeburger, die gehen exekutiert. Das war aber zum Beispiel in einem Land wie Holland, das schon 1870 gar keine Todesstrafe mehr vorgesehen wird. Die 1945 Todesstrafe für die Feier vom Krieg retroaktiv angefordert an 1940 auch exekutiert gehen, an 1951 durch die Todesstrafe aufgeschafft. Ich will da mal weisen, wie ein Opfer das da war, aber bestimmt auch bei Leuten, die über die Todesstrafe hier Retizenzen haben, du hast gar keinen Zweifel, aber die sind gar nicht zur Sprache kommen. Für auch zu weisen, dass man noch nicht an einer normaler Zeit, wo der Gesetzgeber hat ein Tribunal spezial geschafft und hat auch ein Cour pour Crime de Guerre geschafft, das war eher für Nazien, ein Tribunal spezial für die Lützeburger Kollaborateure. Was war du extra drin? Ja, die Prozedur ein bisschen. Mit war besonders extra drin, dass 3 professionelle Richter da sitzen und 2 Laienrichter. Laienrichter, die von Resistenzorganisationen dahin
designiert goufen. Du gesagt ja wie engem Druck wollen Politik stong für der Toten zu machen. Da hat noch nicht recht für Appell zu machen. Das ist alles die Rechte, die in normalerweise hat, die haben alle Guten nicht gespielt. Es war aber auch ein Problem, dass das die von der Retroaktivität von einer ganzen Reihe von Gesetzen, die also nicht, die Gesetze, die es nicht gauf, an dem Moment, wo die Ferien geschieht sind. Für die Retroaktivität mehr einfach zu charakterisieren, dass das von dort der Gesetzgeber haut, die Figuren, also muss jeder Verein überall, auch von der Länge durch den Busch spazieren geht, muss Maß gehen. Das könnte man, wie vielleicht ein bisschen so, die gemerkt, das könnte man. Aber ihr könnt aber nicht so, an all die das nicht vom 1. März unhatten, die sind auch nach strafbar. Das geht nicht, weil jeder muss ja wissen, was er darf, was er nicht darf, was er riskiert, wenn er sich nicht darunter hält. Mit der ganzen Malaise an der Justiz, den hat doch noch weiter angehalten. 1951 wird den Code Crime de Guerre 6 Nazien zum Tod kondamniert. Von denen 6 ist kein exekutiert. Das ist etwas, was ja auch heute die Leute nachsteuert. Absolut. Die Lützeburger, die sind erschossen, die Nazien, die aber die überragende Rolle an dem Ganzen gespielt haben, nein, die sind graciiert, kittert den einen oder anderen nicht da, wo das so ein anderer sei. Aber es war nicht mehr viel, es waren Reaktionen, da nicht mehr so viel. Zeit, wo vergangen. Politisch gesehen, wo den Adversär, den Enemy waren anderen, das waren Kommunisten, das war nicht mehr für die Nazien notzulaufen. Vielleicht kommt da auch dabei, dass eine ganze Reihe Leute nicht mehr wollten vom Krieg schwätzen. Sie haben das irgendwie verdrängt. Ich bin da aber nicht so sicher, ich trete da ein bisschen auf dem Pol sein Plattband. Aber das sind alle Guten, die mal lesen, die da waren, aber was sich dann recht nur mit der Zeit zusammen fand. Das ist ja auch, weil in einer Kollektivität immer gesagt, die Leute können nicht just die eng mit den anderen streiten. Es muss immer zu einem gewissen Konsens kommen. Und das ist aber nur so dramatischen Sachen, als das extrem schwer. Voilà. Ich wollte noch nicht mehr lang sein. Ich gebe proposieren, dass wir alle gut als Mikro an der Grappe holen, ein bisschen über das Sujet an seinem weitesten Sinn diskutieren. Ich gehe einfach mal ein Zitat aus dem Stück an drum. Es geht um Symbolik, darum, wer sein Ende in der Hand hat. Und ich meine, du hast ja ganz klar die frohe effektiv von dem Besoin, no Rache, no Genugtuung von einem Volk. Vielleicht ist das das nächste Sujet, was wir ein bisschen können zusammen schwatzen. Elis, fängt mal an, so mal etwas dazu. Ja, das ist ein gutes Stichwort am Anfang. Wenn ein Theaterstück schreibt, geht es ja nicht durch, für zu gucken, also wenn so ein historisches Thema halt, war das geschieht oder was meinen denn, das könnte geschieht sein, muss ja effektiv auch nur die Motivationen von der Figuren fragen. Und das ist genau das, was man, also, was die auch gesagt tut. Du hast eine große Reihe da an eine Wille für direkte Resultate zu kriegen. Und das entlohnt sich am Stück an Gewalt. Ich meine, froh ist dann
ob man an das können wir am Steck 4 effektiv, ob man dann als Gesellschaft, wenn man dem der Emotionen no gehen, dem Drang no gehen, für die Gerechtigkeit irgendwie zu kriegen und dann einfach an ein System fallen, den Gewalt das, den letztendlich, also sind wir da besser letztendlich wie das System en place an ich freue mich, wo du den Zwiespalt, wie man können mit dem Zwiespalt drehen, als Menschen umgehen, wo ich auf der einen Seite ich verstehe die Rachegelüste an auf der anderen Seite dann ich weiß natürlich als emotional denkende Mensch an den der rational soziopolitisch denkende Mensch, die wissen natürlich, dass wir als Gesellschaft irgendwo müssen anders funktionieren. Also, wie spielt das? Paul, vielleicht kannst du ein bisschen drüber elaborieren. Ich probiere, dass das für Symbolik ist gefallen. Ne? Ich meine, nur im Krieg ist ein Moment gewesen, wo Symbolik nicht mehr bestanden hat. Man hat an unseren vorherigen Diskussionen schon gesagt, auch bei den Nazien, das war kein rechtsfreier Raum. Die hatten eine Justiz, die hatten Gesetze, die vielleicht nicht vereinbar waren mit den Menschenrechten, aber sie hatten einfach ein Gesetz. Das ist dem Moment nur im Krieg ist das Gesetz dann selbstverständlich und Gott sei Dank nicht mehr up-to-date gewesen. Mit war nach kein anderes Gesetz da. Ich meine, dass sie sicher nicht direkt dann als Gesetz angefordert gehen, da wir werden an einem Gesetz Freiraum dem Moment an Gesetz, das auch dafür Symbolik zu schaffen. An Symbolik als am Anfang, das wird mich, dass man als Emotionen nicht direkt immer völlig nullausstellen, und auch wenn wir Lust tun, ihn tot zu machen, ihn umzubringen, das vielleicht nicht direkt so machen. Wir wissen dort einmal in der Psychologie und in der Psychanalyse, dass es ganz viel symbolisch Morde gehen. Und justement, weil die symbolisch Morde gehen, brauchen wir nicht an der Wirklichkeit zu machen. Das war die ganze Zeit, die Symbolik müssen elaboriert gehen. So gut im Plan von der Justiz, wie auch im Plan von der Literatur, von der Kunst. Ne? Denn Adorno hat doch gesagt, bei nur Auschwitz können wir kein Gedicht mehr schreiben. Der Text Symbolik war der Moment für die. Wie können wir eine Symbolik auf alle Pläne bringen? Das ist das ganz gut an dem was du siehst, das ganz klar effektiv die Besoin auch nur dem Narrativ oder nur dem Mit von dem Totschlagen von dem Monster, also von der Person, wo auch das ultimativ Base Drop projiziert wird, das ein absolute Besoin ist, die Frage von ist das wahr oder nicht finalement irgendwo regal ist. Mit darum geht, dass effektiv den Narrativ gibt, für das wir noch können weiterfahren und das vielleicht nicht wirklich real muss machen. Ja, man muss ein Narrativ gehen, das ja das wird momentan wird an allen Zungen leid Narrativ, aber das es schon immer ging, das so doch freut. Es gibt in Hautschweiz mal viel vom Narrativ, wie eine Gesellschaft, wie eine Nation sich ein Narrativ gibt, wir können zu bestehen, vielleicht auch können eine Legitimität zu gehen. Dasselbe geschieht auch auf individuellem Plan. Denn Freud hat ein berühmtes Buch geschrieben, das heißt der Familienroman des Neurotikers. Das heißt, wir alle gut an dieser Geschichte gehen als auch ein Narrativ, wie als Identität besteht, wie wir sehen, das ist auf dem individuellen Plan richtig, das ist auch auf dem nationalen Plan richtig. Und da sehen wir ja, dass auch an dem Moment angefangen ging, da wären wir nicht an einem Narrativ dran, und die Impression, dass die Narrative recht bei einer Generation da noch kommen. Elis. Schon das am Fungere ganz theatralische Moment, also worum es hier geht, können die so eine Zucht Deivelsaustreibung oder ein Katharsis, die ugestreft wird. Also du willst die Negativgefühle, die sich abgestaut gehen, eben an dem engen repräsentative symbolischen Akt. Dafür ich meine auch das Thema immens gut für die Bühne. Also ich fand noch spannender Moment, also das Thema Zölle, mit dem wir loken mit einer gewissen Distanz drauf gucken, an Allianzen schlagen zu Haut, wo ganz viel Emotionen, ganz viel Meinungen, ganz viel Fakten, nicht Fakt irgendwo am Spiel ist. Das man dann irgendwie eine Relation zu setzen, nicht unbedingt so, dass Situationen an irgendeiner Weise vergleichbar sind. Mit du also probieren, etwas zu lernen. Kannst du dich eine Frage stellen, weißt du, als Interpret vom Hans Alexander, vom Nazi-Jäger, so ich mal ganz bewusst. Ja, also die Frage von
Emotion an rationellem op der anderen Seite. Also auch die Frau von wegen Rechter, da den sich Bemol hält. Also was interessant ist am Steck, dass irgendwann ein du siehst sich das selbst, dass du Befehle ausfeierst. Und dass du das letztendlich mit dem sich Nazi noch ganz viel probiert zu verteidigen und aus darauf herzuziehen. Und ich fand interessant, dass du dasselbe passiert. Du hast so 2-3 Gedanken dazu. Ja, also das sind manchmal einfach Strukturen, wie zum Beispiel Militär funktioniert. Das sind eben Befehle an, da wurde da wahrscheinlich viel mit der Kurs zu dienen, die sich da selber gibt. Also auch die Alliierten haben ja wahnsinnig viele Atrozitäten gemacht. Und dann ist natürlich, wenn du für die gute Kurs kämpfst, dann lassen sich so Sachen auf einem geschichtsschreiberischen Niveau legitimieren, weil aber nicht heißt, dass sie auf einem individuellen Niveau unbedingt besser sind. Und was zum Beispiel meine Figur betrifft, den Hans Alexander, der selber Jud war, den ist zu Berlin abgewürzt, an seine Familie musste emigrieren an England. Den hat natürlich eine Schweinsroserei an sich, wo am Anfang nicht genug Blut fließen kann für das, was ihm geholfen hat an Millionen anderen Juden, an anderen Menschen während dem Zweiten Weltkrieg, für den Duscht am Anfang zu stellen. Und natürlich verstoppt ihn sich dann auch irgendwie, hat er nämlich der Rhetorik wie die Nazien, aber hin und natürlich die gut Kurs auf seiner Seite irgendwie. Und dafür lässt es sich auch für uns als Nachkriegsgenerationen natürlich besser nachvollziehen, wie wenn du in Nazi sitzt, in Göring oder in wie war der von Israel für Gericht gestaltet gekauft, den Eichmann. Den hat ja auch die ganze Zeit gesagt, den hat just Befehle ausgefordert. Und er war ein Schreibtischtäter, den hat ja kein real erschossen, aber er war natürlich schon an einem System, an wo ihn dann sieht, am Anfang hat ihn das reflektieren sollen. Wo ihn dann natürlich immer denken muss, wie sie selber auch nicht, wo ihn da dann rangerutscht wird. Als so mal wie 1940 oder 42. Ich meine, es sind selber Deutschen. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich da vielleicht an der Wehrmacht dabei gewesen wäre. Oder ich meine, als junger Mann, da gesagt die SS-Uniformen, was ja ein Appeal hat, a Bemol sind dran. A Bemol steht ihn dann dafür in einem Beruf und soll ihn Juden erschießen. Und dann also natürlich auch nicht mehr so frei, wie ihn das sie will. Was gut nicht soll, dass ihn das irgendwie legitimiert, mir einfach sich auch selber zu fragen, Heinz, wo wirst du gewirrscht? Und da ist es manchmal retrospektiv just das Argument von der guten Kurs, was dann etwas legitimiert oder eben nicht. Von den von Befehler schwätzt. Guten Restdruck. Das ist von den großen Punkten und der ganzen Sache. Ich oft gefragt, mit dem Sujet mich beschäftigen, ja, was hast du da gemacht, wenn du damals irgendeine Funktion gehabt hast? Da kann ich einerseits so, man Richter, den hast du für das Recht anzuwenden. Aber wie ihr Recht hat, das nicht sein Sache. Das stellt aber da gleich ein ganz anderes Problem, den deontologischer das, weil wenn es Gesetze gibt, die ich nicht akzeptieren kann, dann wird die Sache viel mehr kompliziert. Und dann, wo vielleicht die einzige Möglichkeit, dass den so gedriven hat, wie er es für richtig fand, mit dem enormen Risiko für revokiert zu gehen und ich weiß nicht, wohin geschickt zu gehen. Das kann ihn aber einfach so sagen, wie er selber da reagiert hat, das weiß ich nicht. Ich muss aber dabei sagen,
dass ich umso mehr Respekt habe von den Leuten, die relativ von Anfang an gesagt haben, nein, ohne mich. Da waren noch Leute dabei, die Kanner hatten, die Kleinkanner hatten, die nicht wussten, was da alles geschehen. Also gehen die zwei Aspekte von der Frau, und nicht mehr feiere mich von denen, die, und der Götter da ein ganz Reimhaut zu das, die den Mund relativ voll wollen über das Sujet. Und nicht die Impression. Polischen Impression. Ich meine, wenn ihr noch soziologisch guckt, an so Situationen, wo den normalerweise eine ganz kleine Minorität, das sind wirklich die ganz schlimmen Kollaborateuren, die eng machen nicht, weil sie verzichtet davon sind, die anderen machen nicht, weil es eine Avantage bringt. Dann haben wir eine ganz kleine Minorität von schweren Helden, ne, ging ich so großen Resistenzler, die, wie du gerade gesagt hast, mal da wollen, dass ihrer Familie an ihnen ganz viel geschieht. Und dann haben wir die Großmasse von über 90%, ging ich so, wo da rein statistisch auch mir dann so zu gehören wahrscheinlich. Ja? Was hätten wir da gemacht? Wie weit wären wir gegangen und so weiter? Und ich kann auch nicht auf die Freunde von. Du hast von der Wehrmacht geschwärzt. Es sind, ich meine, 3 Jahren angezogen, ne? An die Wehrmacht, das waren die Zwangsrekrutierten, am Elsass wird sie les malgré nous genannt, die mussten an die Uniform gehen, die waren an der Wehrmacht. Ich meine, es sind auch viele, die an der Wehrmacht Krime gemacht haben, das berühmte Bataillon, ich meine, die allergrößten, die allermeisten, die eben da mitgegangen, weil sie Humisten haben, nicht wollten, dass Familien gesiedelt sind. Dann haben wir natürlich die an der Funktion publik waren, wenn sie nicht ein Minimum gemacht haben, sie doch nicht an eine Partei antreten, eine Armbinde zu drohen und so weiter, dann wenigstens entlos gewesen. Man will nur keinen entschuldigen. Das wird bis heute noch gehalten. Da gibt es ja dann das schreckliche Wort Befehlsgehorsamkeit. Ich meine, das ist gegeben am Bummlehrprozess, als das nach immer in einem komplett anderen Kontext, als das immer abgegriffen ging. Befehlsgehorsamkeit. Ich mache am Anfang nicht das, was mein Chef mir sieht. Und da sind ich Rädchen von dem Ganzen, und das aber nicht mehr so wie es auch kann funktionieren, leider Gottes. Mit der großen Majorität, die Rädchen spielen am Getriebe. Ich meine, dann als in Demokratien machen wir das ja auch. Also, du geschehen ja auch Sachen, wo man da nicht unbedingt d'accord ist. Aber hole mir das als Masse, als Individuum, den angegliedert ist, an auch an Checks and Balances gehalten wird, durch Familie, durch Freunde, aber auch durch Funktionen, die du an der Gesellschaft hast, hole mir auch ganz viele Sachen erkauft, wo ich am Anfang auch so ein Kind, du am Anfang müsstest du aufstehen und so, und das will ich nicht. Das machen wir auch ganz oft nicht. Also just für zu sagen, also das ist nicht so apart. Ich meine, wir leben noch gerade an Zeiten, die speziell sind, kann eine Globalisation holen, wie andere Länder ausgebaut gehen und so, was wir auch willentlich irgendwie drohen. Obwohl wir wahrscheinlich wissen, dass es nicht gut ist, dass kleine Kinder als Schong machen und als Kleider und so weiter, oder Krischer, die was gefördert gehen, für das wir für 20 Liter Benzin führen können. Und du stellst dich dann effektiv vielleicht froh, auch an dem Kontext bis vorhin sitzt die für und Justiz, also die froh, also dann auch, also auf der einen Seite schon ein Beispiel vom Steck, wo effektiv am Hans-Alexander seinem Fall hier seht, die gehören alle gute geriet an Leon Minder op der anderen Seite probiert bis zu relativisieren. Wir können sie aber nicht alle gut nach Chase, wir können nicht ganz Deutschland der Chase, also vielleicht kann man du einfach ganz kurz den Thema angriff wollen. Bis wie weit also schëllech. Was sind dort Decisionen, die effektiv also wie geht so eine Decision geholt, bis wohin gimmer wollen? Oder bis wohin holen wir Leute für Gericht? Du guckst den nächstens einfach. Feiern. Was hat den gemacht? Was sind die präzisen Akten, die er gestaltet hat? Und in einer juristische Qualifikation kann das fallen. Und da könnte der Prozess, und dann hast du Richter dafür zu sagen, der ja der Mund vom Gesetz ist,
den fir ze soen, ob dat do de Fall lass oder net. Da können awer die groß Deel dabei, das Jidverein recht huet op e gerechte Prozess. Können der so einer Wert besteht dat. Dat besteht mal wenn ze fenken doranner, dat könnt soen wer wilt, dat auch könnt neicht so. Dat besteht awer auch doranner, dat ich immer muss können en Affekot zur Seite stehen. Dat net nëmmen nach Verkot zu seit stome, dat auch Ansicht an den Dossier hut. Dat wo bei alle Guten den Sondergerichten an dem Volksgerichtshof nie de Fall. Huet den nie gesinn, fingst wer den am Fongeholl kondamnéiert gouf. De Richter muss se motivieren, muss so fir Werten zu der Iwerzegung kënnt. An dann mit das Lorecht, wo muss Möglichkeit tun, für Appell gegen etwas zu machen. Wo ich da genau seht mit das System an dem Grund, wo ich nicht den d'accord sind. Mit geht nicht für zu sagen, den als an der Nazi-Uniform durch immer gelaufen, also waren, ich weiß nicht was, Kollaborateur oder ich weiß nicht was. Nein, muss ich gucken, wer hat denn gemacht, und der will sich nicht op d'Apparenzen verlosen. Interessant, dass er nach für kurz darauf zurückzukommen, von denen Urdergrut. Du hast an den Gesetzen um Krieg ausdrücklich vorgesehen, der sich handelt in Urder verschanzen. Der so ein Datgrudisch ordoniert. Es geht nicht die Sache mit den kleinen Räderchen, naja, den Eichmann lo kleng Trietje wo naja avoir. Jidverein fielt sich vielleicht als klein Rädchen. Aber Jidverein muss aber auch sich bewusst sein, und werden sich bedeligt. Und das ist eine enorme Herausforderung für Jidverein. Das ist zwar klar, wie Paul sagt, es hat keine Obligation für einen Held zu sein. Auf gar keinen Fall. Aber von welchem Moment an kannst du bei etwas einfach nicht mehr d'accord sein, nicht mehr nachgucken. Und der Sache geht auch haut. Du hast gar keinen Zweifel. Von welchem Moment an gibt du ein Konzept wie Non-Assistance à Personne en Danger greifen? Ich freue mich, weil wir hatten effektiv gleich Diskussion, ich gehe nicht Beispiel, wir hatten eine Diskussion über das geht vielleicht ein bisschen weit, wenn wir so in mir wissen, dass wir am Gang sind, als ein Environnement Futti zu machen, aber wir machen nichts dagegen. Also könnte man also sich selber auf die Gericht stellen oder könnte man als Staat auf die Gericht stellen, tout en sachant, dass man als Feld am Gang sich Futti zu machen. Oder Generationen de no. Also. Voilà, oder können Generationen de no, das dann, also An Holland das so eng Affaire die lebt, a Frankreich soll auch so eng laufen. Ich meine, an Holland da hu dem Gericht der Regierung irgendein Delay gesagt, bis dahin müssten so erfahren machen, die Affären aufhängen. Ich wünsche das eine noble Aktion, ich wünsche ihnen dafür auch bonne Chance. Ich meine, sie müssen aber auch Chance haben, weil da stellt sich die Frage sich immer, von welchem Moment an etwas ein Politikum gibt. Von welchem Moment an du ein Gericht das für das Politikum, für den réellement zu regeln. Das ist wirklich eine Frage durch ein Gesetz, Non-Assistance à Personne en Danger. Das könnte aus dem französischen Recht, das hat der Petain angefordert. Das hat der Petain angefordert, wie die Leute evakuiert wurden an Südfrankreich, an die Lochen Deutsche, oder Leute, die ganz krank waren, die Lochen auf der Straße, an die anderen, die sind einfach weitergezogen. Das ist übrigens auch ein von den Gesetzen, die die Preise am Krieg angefordert haben, wird aber da noch im Krieg direkt aufgeschärft wurde, aber du an den 90er Jahren angefordert. Also,
da sind noch viele Sachen, die halen nicht unbedingt immer die Straße. Ich weiß auch nicht, ob du die Gerichte hast, für die dorten Debatten zu tranchieren. Die sind aber per Essence politischer Art. Das ist eine Frage. Vielleicht ist dann so kein gut für Diskussion einfach weiterzubringen und politischem, also ja, vielleicht dann echt als Symbol, ich weiß nicht, Paul, ich weiß nicht, vielleicht echt als Symbol zu funktionieren, für sich selbst bewusst zu gehen. Ja, ich wollte das Stichwort auch Schuld abgreifen, nur am Österreicher psychanalystischer Sicht, wie wenn der Schuld imologisch wird, und das geht für die Justiz natürlich besonders, dann noch Politiker, Soziologen. Man darf nicht vergessen, und das ist auch schon viel darüber geschrieben ging, wir leben ja in einer Gesellschaft, das sind da 2.000, 3.000 Jahre, wenn man die Judeo-Chrétienne, Société Judeo-Chrétienne mit der berühmten Schuld, die wir alle gut durch die Tradition von der Bibel und so weiter, haben wir alle gut Schuld dabei gelöst. Ich denke, das geht schon bei der Erbsünde. Und das ist die Schuld, psychologisch, mit der muss man es konfrontieren. Weil das für eine Schuld, das ist eine psychologische Schuld. Und dann ist es wahrscheinlich keine Schuld für uns zu fangen. Ne? Das einfach als Malaise, dass man auf die Welt geworfen sind, mir nicht gefroht, aber viel nice am Anfang, aber immer schöllig wie ich etwas. Ne? Ich meine, wenn ich da draußen eine Flick gesehen, da freue ich mich direkt, weil ich falsch gemacht habe. Und dann habe ich diese Gefühle, ich bin immer schlecht gewissen. Und das meine ich immer alle gut. Und da kommen natürlich so Situationen, so Extremsituationen wie bei den Nazis oder wie an irgendeiner Diktatur, wo dann die Schuld endlich mal kann von sich heraus an die Außenwelt projizieren. Und dann habe ich Schöllchen, dann habe ich endliche Besen, mit dem ich mich, das Wort Katharsis, die Lateinisch doch gebraucht, und das ist ja die Funktion vom Theater, da sind sich mit den Figuren, und hauptsächlich mit den Besen-Figuren auch teilweise dann identifiziert. Du hast dann endlich einen auf der Bühne oder einen am Leben, die carrément richtig besen, dass die Schuld auf sich gelöten hat, aber nicht den da bestrafen, auch vielleicht ohne direkt und Justiz zu gehen, einfach ohne Symbolik so direkt bestrafen. Und dann habe ich mich an engem, ging ich so ein Stück, mich dumm bestraft, hier war mein Buch Emissär. In dem Sinn kann ich noch die Schuld, die psychologische Schuld, also besonders wie die juristische Schuld und die politische Schuld. Mit die drei, die spielen immer mit nehmen. Und wir sind Heinz, du nicht so richtig vorhin drin hast. Und das expliziert dann noch verschiedene Sachen, aber die Dienst gehen, wenn die Sachen vermischt sind, da wissen nicht immer richtig, aber vom Register sind nicht. Am juristischen, psychologischen oder am politischen. Ein kurzer Satz. Gerechtigkeitsgefühl an einer Gesellschaft variiert doch. Das ist nicht konstant immer dasselbe. 1977 haben Jacques Lang, Cohn-Bendit und Michel Foucault, excusez du peu, die haben eine Tribüne publiziert, an der sie gesagt haben, sollen die sexuellen Akten auf Minderjährigen sollen das nicht mehr strafbar machen lassen. Jacques Lang hat gesagt, schon damals dekoniert. Okay, bon. Aber das war nicht die dominante Meinung, mit die Leute von einer großen intellektueller Qualität waren aber immerhin der Meinung, was geht lo gesagt? Lo geht gesagt, das darf nie verjähren, was etwas ganz Komisches ist. Enfin, aber lo geht sehr just an die umgekehrte Richtung. Also, da will ich so lass uns aufpassen beim Gerechtigkeitsgefühl, das ist auch ein Gefühl, das ziemlich volatil ist, das nicht fest immer an immuabel ist. Dasselbe gilt übrigens auch für die Medizin. Du hast von der Pädophilie geschwärzt, wenn man zum Beispiel von der Homosexualität schwätzen. Da an verschiedenen Ländern ist es noch immer juristisch strafbar. Sind ein ganz paar die Doktoren, die mengen, weil nicht mehr mit Homosexualität wird, das da gar nicht lang hier, 34 Jahre am der Klassifikation international von der OMS, wird Homosexualität eine Krankheit. Ja? Also, entweder das eine Krankheit oder das ein Krim, jeden oder Zeit, also dann aber vielleicht etwas, was zu Privatzwecken gehört, muss man so sagen.
sind nur noch Sachen, die du heute an der Runde direkt willst, beschwätzen, sonst gebe ich ein bisschen abmachen bis an den Publikum. Können noch einfach Stichwörter sehen, wo man dann ein bisschen weiter darüber diskutieren. Schon noch eins, das ist die Frage von der Humiliation, dem öffentlich, weil das ist dann auch die Frage von der Katharsis, die du vielleicht irgendwo rackend. Also stellt, ja, also das ist ja etwas ganz, schon man das ganz, ganz schwierig vorzustellen. Ich meine, das tut aber historisch ganz klar aus, was systematisch auftaucht. Wie wichtig ist also etwas für eine Gesellschaft, psychologisch, für wirklich ihn so unter Pranger, also wirklich öffentlich zu humiliieren. Was möchte das mit einer Gruppe Leute? Ich musste da mal ein bisschen nur denken. Ob ich die Frage dem Psychiater stellt, dem Juristen stellt, dem Politiker, ich will mich nur nicht aus der Verantwortung stehlen. Mit Humiliation ist auch immer etwas, was ganz ambivalent ist. Und was heißt auch Humiliation? Wenn fühle ich mich humiliiert, das ist zum Beispiel auch eine Frage, die je nach der Zeit fühle ich humiliiert für andere Sachen. Wenn ich mich halt für den Toten humiliiert fühle, finde ich mich vielleicht übermorgen für etwas ganz anderes humiliiert, weil auch die Valeuren von der Gesellschaft ja ändern, wie man gerade gesagt hat. Ne? Ich meine, wenn die Humiliation, wenn ich probiert, den anderen zu humiliieren, das heißt irgendwie, dass die Symbolik nicht funktioniert. Dass wir an einem symbolfreien Raum sind und dass das dann dafür vielleicht oft einfacher ist, hier so eine Art Rache zurückzugreifen. Und da könnt natürlich dann noch dabei, was der Freud als Sadomasochismus betrifft, dass man an der Humiliation auch immer zwei Polen haben. Wir haben einen, den humiliiert, und wir haben einen, den humiliiert wird. Und die zwei, die können ganz oft interchangeabel sein. Und da haben wir als ganz Ambivalenz auch. Das, also wir probieren das ein bisschen, wir entdecken da doch gerade am Stück ein bisschen die Möglichkeit, und das dann wirklich auf den Moment reduziert. Wir spielen an den Proben, ich weiß nicht, ob ihr das so bewusst ist, wir spielen schon an den Proben, dass es die auf alle Fall gehen, wo dir also die so gut Figuren davon profitieren, dafür für all Moment so richtig gut auszusehen oder im Domengen aufzuwischen, dem Simon oder den Hengst. Also irgendwie das entsteht. Und das natürlich sie da an der Figuren protegieren. Das ist okay, das ist der Kollege nicht fähig. Das ist ein Drucks mit wäre vier Schläge, wäre so zu inszenieren, für denen an all Moment, wo bei allen Möglichkeiten ein quasi Ruf zu donnern. Woher könnt das? Also ich ging so, dass das ganz Dave am Mensch drastisch, das Verlangen vielleicht auch mal Pouvoir auszuüben, weil man da ja immer Strukturen sind, an denen man als angliedern, dass sie Seelen überall der Lieder an, ich meine, das möchte, ob ein, ja, dumm gesagt, möchte das auch Spaß, wenn ein mal den Ton umgehen kann. An der Probe sind wir natürlich an einem geschützten Rahmen. Aber da gibt es ja auch Experimente von Gefangenen, die dann gespeckt kaufen, und die einen sind eben dann die Gefangenen oder spielen die Gefangenen, die anderen, die Wächterin. Und das eskaliert immens schnell. Was dann da für Sachen gemacht gehen, einfach just, weil den einen eben der Wärter spielt, an den anderen den Gefangenen. Und dafür meine ich, also ich gehe davon aus, mehr vielleicht, weil ich das von mir kenne, mehr, aber auch von anderen Menschen, dass das etwas zutiefst Menschliches ist, wie du siehst, die Interchangeabilität zwischen Opfer sind und genauso schnell auch Täter gehen können. Und dann noch die masochistisch ging ich bei so Admiration, die ihn für den Büro hat, für nicht von dem berühmten Syndrom de Stockholm zu schwätzen, dass in einen gewissen, ich finde so Hörigkeit, mit einen gewissen
Jouissance praktisch huet, für sich zu humiliieren, für sich weh zu tun, mit seinem Büro zum Beispiel. Ne? Weil wir Menschen uns natürlich auch immens schnell adaptieren können und neue Situationen oder Konditionen. Ich meine, das ist mein größten Atu, auf der anderen Seite auch wahrscheinlich als größt schwächt, die man haben, dass man so als gut adaptieren können, schnell in Situationen. Ihr eng froh und den Pol. Ich kann mir ja vorstellen, dass ein furchtbar Rosen ist, vielleicht zu Recht, an den schlägt den Todlosen, so, für das Spektakulärste zu holen. Mir ist dem dann doch noch wirklich viel besser. Oder lebt die Totem einfach nach ein Leben lang noch? Oder gëtt so iwwerzegt davon, dat dat richtig vor, dat den dommer de kan lewe wie wann gocht ein Glas gies hat. Ich meine, dass das wirklich vom Fall zu Fall verschieden ist. Wenn du den umbringst, weil du meinst, den hat dir so in den Paranoiakas, nie überzeugt wird, dass den zu Recht oder zu Unrecht überzeugt, dass den schrecklich Unrecht getan wird, und er will den umbringen, dann bringt er ihn. Wenn der richtige Paranoiak ist, dann der Leben lang zufrieden, dass er das gemacht hat. Ne? Ich meine aber, da sind wir einfach schon praktisch an der Psychose. Ich meine, bei den allermeisten Leuten, das sind Neurotiker, ich sage immer, Neurotiker geht man N und wie Normalität, und das hoffentlich sind wir irgendwie einfach alle gut hier am Saal. Ich meine, die kann einfach nur, wenn das immer mit dem Durchgehen ist, dass die nicht mehr bricht, meine ich, da leiden einfach ein Zeichen drin. Ich meine schon. Das ist kein Katharsis. In dem Sinne. Dann gucken wir lieber nur, wenn ihn auf der Bühne umbricht. Symbolisch an eiser Platz bringt ihn hin. Ja, weil Elis, du hast wieder gesagt, dass eben dass du an der Violence, die dem Moment entstanden ist, an der Katharsis, die dem Moment zum Schluss von der Gesellschaft drauf sind, eine Theatralität gesehen ist, und dass du gedacht hast, dass du willst, wer also der Bühne zu setzen. Und wir schätzen aber von Symbolik, wenn die Symbolik irgendwie nicht mehr funktioniert oder dass an der Zeit dann Symbolik nicht mehr funktioniert wird. Und ich frage mich, ob wir nicht auch am Moment an einer Zeit sehen, wo Symbolik auch ganz schwer ist, zu wissen, auf welcher Platz man Symbolik setzen. Und wo du den zeitgenössischen Theater sich ja viel mit der Frage auseinandersetzt, wie repräsentierst du überhaupt Gewalt? Wenn du auf einem Smartphone ein Video kannst gesehen von Leuten, die der anderen Seite von der Welt live verhangen gehen, da bist du irgendwie mit den Mäuern, die Bühnen sind, so arm dagegen, wie irgendwie können, es greifbar zu machen, was das heißt, Gewalt zu machen. Und ja, wo ich mich gefragt habe, wie hast du gesehen, dass eben, wie Theatralität hast du die Gewalt, die dem Moment entstanden ist? Worüber Sie auch können, dass den Unterschied zwischen der Gerechtigkeit, die ihr versteht, und der, die ihr fühlt. Also es geht ja nicht durch, für mich, wenn ich weiß, der Ton wäre gerecht oder der Ton ist der Besen und der muss bestraft gehen. Du hast direkt der Besoin für auch zu sehen, wie die Strophe auch könnt bei dem. Und ich denke, das ist auch der Sinn von der Humiliation. Du willst gesehen, dass da den Effekt hat, dass du ihn geholt gehen hast und dass den soll bestraft gehen. Und ich denke, das bisschen da, dass die Situation, das ist eine erfundene Situation natürlich, von Figuren, die zwei Beiser, die sollen für Gericht kommen, die zwängen die an Troll, von denen die Leute Strophe kriegen. Auch schon für unsere, also eher so für Gericht kommen. Das setzt auch voraus, dass sie sich dann auf ihren Referenzpunkt ähnlich geht. Also die kommen ja nicht bei ihnen. Und ich meine, das ist auch das, was du meinst mit den Videos, wann meist nicht eins gehen, was Gewalt ist, was nicht, was eine symbolische Handlung ist, was nicht, da fangen wir nicht bei ihnen. Und den dann YouTube-Video guckt, den kann man am Theater nicht aufhängen, genau, vielleicht auch umgekehrt. Also ich meine, effektiv froh von der Repräsentation, das geht ja wahnsinnig weit. Ich meine, da könnte man noch fünf Konferenzen. Nee, ich fand schon den Remark froh, super, weil
bon, wir sitzen zusammen am Programm, probieren nicht zu klären, aber wir probieren nicht spielerisch zu klären, auf Force von einem Naturalismus effektiv, weil das schenkt, dass man das gar nicht können, mit all dem, was wir wissen, dass auf der Welt nicht in einer rezenter Geschichte mir immer schon passiert, dass das sich so nicht durchzustellen ist. Schon gerade etwas gedurcht, eben noch an der Frau von der Durchstellung, von dem Frau von der Öffentlichkeit oder von der Durchstellung ist schon am 1. Jahr auf der Uni an einem Kurs über Theater oder Theatralität am öffentlichen Raum, also außerhalb vom Theater, nicht unbedingt du draußen auf der Straße, aber wo finden den das nach? Und du siehst immer, erstens als Schüler auf ein Fußballsmatch gekarrt gehen. Jetzt gucken, was gibt du Rituale, was ganz klar eine gewisse Theatralität rumfindet. Und das andere war, wir sind an den Old Bailey gegangen, weil das sind effektiv, es sind Performances ganz klar. Und vielleicht ist da dann noch ein Delian zu machen, also irgendwo auf vielleicht von der Symbolik dann die etwas Emotionales irgendwo stellt, dass die Prozesse, die Performances, ob denen Griechen auch effektiv etwas Theatrales tun. Das Instrument von der Symbolik par excellence als der Spruch. Ging ich mal vermengen oder wenn es eine so westlicher Kultur, ich weiß nicht mehr von der Kultur judeo-chrétienne, mehr von der antiken Kultur, aber wenn man halt vom Theater schwätzen, von der Symbolik, die vielleicht nicht mehr da ist oder die ein bisschen verloren gegangen, also die am Geist rum zu sichern, ich bin komplett Laien am Theater, ich gehe aber viel dahinter, dass mir aufgefallen ist, an den letzten Jahren am Theater, der Spruch, ich will nicht so zum Kurze kommen, als mir immer Männer auf den Spruch gedrückt gehen hast, wie durch Performance geschwert, von Video am Theater, von Tanz und so weiter, wird ganz berechtigt, dass mir die Impression, dass der Spruch am kontemporären Theater viel mehr Stiefkante ist. Ne? Gott sei Dank kommen wir darauf nach die schreiben. Ne? Aber hat das nicht etwas damit zu tun? Hast das nicht das Symptom auch? Ja, also ganz sicher, ich meine, das fängt ja eine ganz andere Richtung mit, das ist aber gar nicht schlimm. Soll eine offene Diskussion sein. Ja, natürlich, wenn wir irgendwie, da gehen wir ja bei McLuhan an Baudrillard und so weiter, wo die Frau effektiv ist, war das nach einem Symbol, geht die überhaupt nach einem Original, und da sind wir ja ganz weit fort von der Spruch. Aber auch da beim Baudrillard hast du ja aber trotzdem das Signify. Ja, mit effektiv, man sieht von McLuhan und irgendwann, man sieht just nach einer Welt von Symbolen, von ganz viel von visuelle Symbole oder sogar so weit, gebe ich carrément so, dass Text, also Spruch nicht mit Text, ja auch etwas Visuelles ist. Also durch das heute, dass den Text auch nicht mehr unbedingt etwas geschwärzt, also die Texte, die so bold dann rankommen, und du gehst immer auch so Folgetext, mir aber so, also in your face, und das effektiv etwas ganz, ja, das hält sicher überhand, der Text, das bin mal auch bei etwas Visuelles, also Spruch geht bin mal auch etwas Visuelles, am Platz als etwas Lebendiges aus. Und das ist ja vielleicht symptomatisch, als du so den Handy geholt, den Telefon, als ja am Anfang viel zu schwätzen, aber man haut sich mit dem Telefon da, man fotografieren, machen Bilder und so weiter und so fort. Ja. Ich werde noch immer darauf, dass ich endlich immer ein Fotoapparat kaufen kann, mit dem ich am telefonieren kann. So, ich gucke nach Fleisch und was. Wir können effektiv gerne einen Rund machen über Frust für Symbole, Spruch und gerne ein bisschen Baudrillard. Geht es nach Remarken oder Ausstehs, Frohen aus dem Publikum? Den Herr Biefer hat für Druck remarkiert, mit Recht, dass Recht der Gerechtigkeit nicht immer selbig sind, das evaluiert durch Zeiten. An dem Kontext, wenn ich höre, dass
anscheinend an den Akt d'Accusation, die no im Krieg halt zu Lützeburg von der Lützeburger Prokureuren gegen Verbrecher, Nazi-Verbrecher geschrieben goufen, Lützeburger Nazien oder deutsche Okkupanten, dat dort die Judenverfolgung keine Rolle spielt. Dass kein akkusiert gehen, weder von den Preisen noch von den Lützeburger, dat den mat geholfen wird, Juden en masse an op Auschwitz und so weiter zu bringen. Das war für die Lützeburger anscheinend kein so richtiges Problem. Als das richtig werde ich da hören oder als das bestätigt, dass ich nicht an den Fäden von den Aktprozeduren, wo der ja anscheinend am Gang sitzt, dran zu schaffen. Das ist so, dass am dem größten Prozess von der Crime de Guerre, der Urteil von 1951, dass da unter anderem den Hartmann dazu kondamniert gouf, weil 400 Juden nach Osten transportiert gelost hat oder ordiniert hat, dass die von da transportiert gehen, wo er aber wusste, dass denen da groß Leid entstehen. Mir steht nicht am Urteil. Sie hat ja müssen beweisen, oder die Akkusation hat müssen beweisen, dass der wusste, dass die Konzentrationslehrer kommen, für durch vernichtet zu gehen. Das war aber Ugangs 42, wie weit das alles schon der Fall war, das weiß ich nicht. Das ist die einzige Passage, den ich fand per rapport zu den Juden. Das war, das total war, dass das nicht das Problem war. Das ist nicht als das Problem angesehen. Wo bestraft als gehen, den nicht für den Term von der Zeit zu gebrauchen, den keine patriotische Haltung hat. Das ist ein Term, den halt nicht mehr modern, wo wir den nicht den dem Land an Dreck gefallen ist. Das ist bestraft. Die anderen Dinge, das ist mir nicht bekannt, dass etwas ernst so Dinge gibt, mit Ausnahme so eine Kondamnation gibt, mit Ausnahme, wie gesagt, die Passage an dem Urteil. Es gibt auch Richter, die Disziplinäraffäre gemacht haben, da habe ich auch nur noch enger Platz gefunden, den gesagt hat, der kondamniert wurde, weil eine extra schockant antisemitische Decision darunter kontribuiert hat. Bei den anderen, da steht just, sie hat den deutschen Recht appliziert. Ja, da kann ich dann drauf spielen, wenn ich nicht genau weiß, wer das ist. Aber wenn ich aber bis jetzt deutsches Recht appliziert, dann hat er ja auch forcément zum Beispiel die Nürnberger Gesetze appliziert. An die sind auch appliziert gehen. Da gibt es eine ganze Reihe oder eine Reihe von Urteilen. Der wir an dem Kontext nie vergessen, dass die Bank hier gar nicht mehr viele Juden am Land fuhren. Zwar, dass da auch nicht mehr konnte, so viel prozessiert gehen etc. Aber an Schädungsaffären, du hast gesagt, gehen Dach, das Beständnis da, das wird abgehoben, weil dir ja so, die hat nicht gewusst, dass das so etwas Urges wäre, für ich mit einem Jud zu bestehen. Also da gibt es Lützeburger Richter, die das dezidiert. Da ist keine Diskussion darüber. Das ist ja relativ erschreckend, wenn man das so sieht und auch so hört. Ich meine, was ja flott war, was interessant war bei der Diskussion, da 50 Jahre noch von der Göllner Frau oder von der Göllner Frau bis, weil da hat die am Anfang recht klar gemerkt, oder ich meine auch die Letzten, die nicht voll gesehen haben, dem man gemerkt, dass man von zwei Resistenzen hier im Land hatten. Eine patriotische Resistenz, wie es du gesagt hast, und dann denen war finalement egal, ob den Hitler Juden auf Auschwitz geschickt hat, sie waren nicht froh, dass ein
Lützeburg annexiert hat. Und dann hast du auch eine Resistenz, vielleicht eine Minorität, das weiß ich nicht, eine antifaschistische Resistenz, die gegen den Hitler wären, hauptsächlich, weil er Faschist war, weil er ein Antidemokrat war, weil er ein Antisemit war, und weil er Verbrecher war. Und hier den praktisch, dass er aber nur im Krieg direkt am von der Resistenz oder die, ich will nicht so ein Recht gesprochen hat, oder auf jeden Fall die wo auch Chapitre hat, dem Moment direkt um Krieg, dass das echt die patriotische Resistenz war. Wo war dann die andere Resistenz? Ich ging, geteilt du gesagt, man denkt, Butat vielleicht, die patriotische Resistenz hat die nicht irgendwie so gedurcht, weil ja nicht alles schlecht Hitler, wann man es nicht mehr der Leif gelos hat. Ich gebe so Sachen dazu so. Da dient das die richtig ideologisch antifaschistische Resistenz, es goufen der. Mit goufen da nicht viel. Es goufen da nicht viel. Da klingt man mal ganz klar. Und zweitens muss ich da so, ich bin immer ein bisschen reserviert, wenn ihn so die Leute an zwei deelt, wie wenn die Armee marschiert, gauche, droite. Ich weiß das nicht. Ein Patriot kann auch durchaus gegen den Hitler gewirrscht sein. An ein Antifaschist war auch durchaus ein Patriot. Also da muss ihn aber nuancieren. Die hat schon zum Beispiel den Fall von dem ehemaligen Präsident vom Tribunal, der wirklich den Einzigen, wo den ein dezidiert, den eine Decision gegen die Applikation von den antijüdischen Gesetzen geholt hat, das war aber ein Mann, den hat Recht appliziert. Er war vielleicht ein Patriot, war ein ganz frommer Mann. Da kann ich nicht so Distinktion machen, aber er hat Recht appliziert an dem Sinn, den Hirn eben für richtig fand. Er hat gesagt, ma ja, das geht doch nicht, hat gesagt, das geht doch nicht, dass die Leute die Juden von ihren Gitter spolieren. Bon, ein Monat danach wurde man aufgesagt. Man hat den Courage für das zu sagen. Und noch von ich denke, aber das ist so verschieden, das ist nicht so. Wenn man in die Dossier noch guckt, ich meine, eigenen Meinungen und ideologische Orientationen, ich meine, sollen die oft am Westen lassen, weil die kriegt ganz viel Überraschungen oder dem noch Enttäuschungen dabei. Vielleicht sind sie wie sie sind, sie wirsteln, sie sichern ihre Nahträge, aber wie war doch noch im Krieg überhaupt die Attitüde von vielen Lützeburger nach par rapport zu den Juden? Das ist gar nicht so evident. Noch vier im Krieg. Von dem Frumkrieg nicht zu schwätzen, aber auch nach dem Krieg. Bei dem Frumkrieg, da noch den Arthur, der sagt ja, das war antisemitisch, wir lassen es aber nicht vergessen, sie wussten ja du nicht, zu was ihren Antisemitismus kommt feiern. Das ist auch vor. Aber für die da antisemitisch noch im Krieg waren, da geht die Entschuldigung aber noch nicht einmal nicht durch. Hummer nach mir hun nach. So, da fängt schon wie an der Probe, wo ich keinen Satz fertig machen. Mir hat ja auch, ich meine, es war von den jungen Historikern, die herausgefunden haben, dass sie nach dem Krieg ja auch freiwillig Ersatz hatten, die an den Sturmgruppen an der Ostfront die Leute massiv erschossen haben, die dann, wie sie rumkommen, ich meine ich weiß es nicht, ob sie nicht mehr am rechtsfreien Raum waren, wie sie rumkommen, und aber nicht verfolgt wurden. War das dann eine juristische Decision oder war das eine politische Decision? Das ist natürlich schwer so. Das ist nicht klar, wenn ich die feiern, die visiert ja die von dem Polizeibataillon holen nicht. Und vor als wenn nie, dass das reellement bekannt war. Die ganzen riesigen Skandal, als hier unab für sich recht abgedeckt ging,
wie den hergenannten Browning, wie die hier Bücher geschrieben haben. Aber das ist auch so, dass eine Reihe von den Lützeburger Polizisten schon vier drin verheiert wurden darüber. Ob die Ferien aber du schon verjährt wurden oder nicht, oder Gott weiß was, ich kann nicht das nicht so. Das ist nicht so, auch wenn natürlich geschehen, dass ich will haben, die die Prokureure von Demos erhalten, das sind immer komisch Leute. Aber es kann aber nun einmal nur poursuivieren, wenn bis von einer Tod Bescheid fängst. Und gibt noch nach einer Ferien, wo Lützeburger sollen 100 Linnen Sachen gemacht haben, die nicht so drohen sind. Aber wie weit das hier bis hier gedrungen ist, das weiß ich nicht. Mit wo auch ein bisschen vielleicht so, lo mir mal probieren, mal hier proper zu machen, aber die gut Jungen, so wurde es schon, zwangsrekrutiert, was die dann do hanne gemacht hun, aber dann hast du denen für do eins zu gehen, ob nicht so Konsiderationen noch do dabei waren, das ist ein anderer froh. Du hast meinst dann warum den effektiv hat brauchen wir als volle gefühlsmäßig vielleicht nicht nach mehr Decision noch für nicht nach mehr Wirbel zu machen, dat net awer Bemo aus der Balance gerät. Also wenn man méi opdecken, dat de méi vun eise jungen méi scheiß opse gebaut hun, ass dat doch meine Stoffe als egen Moral net so terribel. Ne? Ja, den nach muss dabei so mat die ganz Geschichte dem Polizeibataillon 100, do geht e ganz viel Remenkeier Krazen und dat Lützeburg voller Resistenz. Wo auch die Zwangsrekrutierten, da waren ja ganz viel richtig Viktimen dabei, du hast gar keinen Zweifel. Aber da waren auch Leute dabei, naja, die Sachen gemacht haben, die ihn nicht kann mit einer Medaille gut tischen. Also das ist alles, für eher froh, da zurückzukommen, da freue ich mich auch, ob es nicht war, aber wir müssen gucken, dass die heil sind, die heil wohnen, die Heilsachen gemacht haben, die nicht an der Reihe waren, dass die bestraft gehen an der Danat, oh mein Gott, nicht nach. An die froh von dem, was tun die Leute alle Guten gemacht, das ist ein ganz dutös froh. Dafür ist der doch nie richtig zur Sprache gekommen. Hummer nach enge Intervention aus dem Publikum. Sos gebe ich nämlich meine Datei ganz gute Moment, das für abzuhalen. Silo über der Stunde, bis sie voilà, das war Menschen und Leute von den gehandelt Bildschirmer, 4 Bildschirmer verloren. Ich so nicht viel muss Merci, vor allem so ein Reise-Partner, alle gute Merci. Nach Münster an dem Theater Asch, die Steck produzieren. Wir machen das ganz mit der Unterstützung von der Övre vom Kulturministerium und als Partner für die ganzen Kaderprogramm zum Steck, dem Zentrum für politische Bildung der Uni Lützeburg an dem Resistenzmuseum zu Asch hin auch ein dicke Merci auf dieser Platz. Auch von allem Irsch an Irsch für dabei sein, auch für die Flottdiskussion. Auch von allem will ich meine so, weil die Diskussion, die wir die letzte Monat gefordert haben über die berühmte Systemrelevanz von der Kunst, vom Theater, wenn wir da können, dass kathartisch, da vielleicht muss man darüber mehr nachdenken, wie können wir kathartisch sein, das ist da vielleicht die gesellschaftliche Aufgabe, mit der wir als mehr konkret sollten können befassen. Ich meine, das ist ein super Stichwort auf alle Fall für uns, für das auf alle Fall nur in den Kontext doch zu setzen. Voilà. Wenn von ihr nach etwas wollt sagen, dürft ihr das gerne machen. Sonst bleibt mir nicht anders, wie ihr für uns Merci zu sagen. Ihr schönen Abend zu wünschen und ich hoffe, dass wir Reise rumgesehen. Den 11. Februar
Ja, okay. Für ein Referat vom Christoph Brüll über Geschichtsschreibung. Was ein anderes Thema vom Stück natürlich, das war heute noch schon leger mal geschwatzt. Ich so nicht, merci.